Ein Blick auf Europa, liebe Leute, herzlich willkommen hier von Straßburg. Das Plenärsession war ganz kurz programmiert, hat der letzte, sodass am Anfang Züge nicht dementsprechend waren. Es war zwar gut gefüllt in Ordre du Jour, aber das überschaubar gewesen. Sonst haben wir verschiedene Sachen rauspicken. Die Schwerpunktthemen waren, das habe ich zwei Sujets. Schwerpunktthema war den liberalen holländischen Premier, de Mark Rutte, den seine Vorstellung zum Beispiel gegeben hat über die Zukunft von Europa. Die wisst, dass das eine Serie ist von Staatschefen. Letztes war den Lützeburger Premier Xavier Bettel, das wie gesagt aus den Niederlanden. Hier hat enttäuschend für mich geschwärzt. Hier hat zwar ganz pro-europäisch an dem Sinn geschwärzt, dass hier gesagt wird, die Freiheiten, die wir haben, die Freiheiten, das ist eine Herausforderung. Ich habe ein bisschen erinnert, wie das ganze Europa entstanden ist. Hat Walle dadurch auch auf hier gestracht, aber hat ein paar zukünftig Aussagen gemacht, die aber zu denken gehen. An eng von denen ist den europäischen Budget. Ihr wisst, dass wir immer im Kämpfen für die Ambitionen, die wir haben als Europa, für denen gerecht zu gehen, brauchen wir natürlich auch die nötigen Geldmittel. Das ist im Moment eine Diskussion. Die Kommission hat eine Proposition gemacht für die nächsten 7 Jahre. Das Parlament hat seine Vorstellungen auch schon arretiert. An Memberstaaten da sind dabei, die Spuren bis zu Extremspuren, und da ist hier noch dabei. Das hat uns, wie gesagt, nicht so gefallen, wenn wir einerseits Ambitionen haben, da müssen wir uns, wenn wir Ziele haben, da müssen wir uns auch mehr gehen, für die zu erreichen. Hier hat aber auch hingewiesen, ob mehr Europa als auch etwas, was ihm nicht so gefallen hat. Das heißt, wir sind der Meinung, dass die Herausforderungen von der Europäischen Union an der globalisierten Welt immer mehr groß gehen. Die Amerikaner lassen uns in verschiedenen Bereichen verhalten, Sicherheitspolitik zum Beispiel. Einerseits sind große Mächte, die abkommen, wie China, Indien. Das heißt, für an der globalisierten Welt, die werden eine Rolle zu spielen, muss sich auch dort mehr Europa als verlangt. Klima und so weiter. Hier hat aber auch da gesagt, dass das nicht die Lösung wäre. Europa soll sich just auf das wesentlich konzentrieren und das dann die Memberstaaten überlassen. Aber was interessant ist, das eigentlich das kontradiktorisch zu dem, was der liberalen Staatschef Verhofstadt, Guy Verhofstadt, immer zielt, den eigentlich Stream von einem gemeinsamen Europa auf von mehr Europa immer im Wort hält und immer darüber hinweist und dann, wie gesagt, sein liberaler Kollege aus den Niederlanden, den eigentlich just konträr sieht, und der sieht just auf ein paar wichtige Sujets sich konzentrieren, und das ändert alles an der Souveränität, an der Kompetenz von den Memberstaaten zu lassen. Hier hat der Marché unique, das war ein Thema, da muss ich sagen, hat sich ganz stark engagiert, ganz stark Aussagen gemacht für den Marché unique nach wie groß und noch besser funktionieren zu kriegen. Hat Beispiel geholt von Holland, Pays-Bas, was ja am Anfang von so einem, an so einem Marché da groß ging, wo ein Viertel abgezählt wird, was das bringt für den Wohlstand, nicht nur von den einzelnen Memberstaaten, aber auch von den einzelnen Bürgern. Das ist ganz gut, da muss ich noch perfektionieren, da muss ich, wie gesagt, noch ausbauen, vertiefen. Hat sich auch ausgeschwert für verbindliche Klimaziele, wo auch ganz ambitiös ist, wo zum Beispiel bei der CO2-Reduktion von den Emissionen, wo auf 55% will gehen, das ist mehr ambitiös wie das, was die Kommission proposiert hat. Das sind Sachen, die mir persönlich relativ gut gefallen. Auch natürlich eine Verbesserung und auch eine Vertiefung von der Eurozone, von der Wirtschafts- und von der Währungsunion. Da haben wir ja Propositionen durchschleien, sowohl von Jean-Claude Juncker von der Kommission, wie auch neuerdings Antwort von der deutschen Bundeskanzlerin auf die Vorschläge von Emmanuel Macron, vom französischen Staatspräsidenten. Und da muss ich sagen, da erwarten wir demnächst, dass zusammenkommen, für dass wir die nächsten Krisen, die wir sicher denken wollen, kommen. Wir wollen das nicht mehr, das können denken ja, für da besser gerüstet zu sein, für da besser gewappnet zu sein, für diese Krisen entgegenzugehen, mit einer Vertiefung von der Wirtschafts- und Währungsunion, wo eigentlich schon zurückgeht auf einen Bericht, den Pierre Werner gemacht hat, für ein paar Jahrzehnte. Die Rechtsstaatlichkeit war auch ein Sujet vom Rutte, das heißt, hier hat gesagt, und da gehe ich ihm eigentlich auch vollkommen recht, dass er entweder an einem Verein oder dass er nicht an einem Verein, wenn er an einem Verein ist, dann hat er sich an die Regeln zu halten,
An der Europäische Union stellen wir fest, dass das die letzte Zeit nicht mehr der Fall ist, dass da Städte sind, die zwar an dem Verein wollen sind, an aber Regeln für Rechtsstaatlichkeit, Libertät von der Presse zum Beispiel oder Strukturen von ihrer Justiz, von ihrem Rechtsstaat ähnlich konfektionieren wollen, wie es hinten an den Kram passt. Das kann es nicht sein. Also ich meine, da müssen wir uns da müssen wir uns Instrumente geben, für dem zu beugen und noch für dort zu reagieren, dass das, wie gesagt, die Rechtsstaatlichkeit, was aber ein großer Pilier, also ein wichtiges Sujet ist, innerhalb von der Europäischen Union, für das zu stabilisieren. Ein zweites Sujet, den persönlich, wo ich darauf geschafft habe, wochenlang, und nicht, wenn ich so nicht, dann, dann klingt das vielleicht überheblich, dass ich mir alle Guten darauf geschafft habe. Ich finde es am Anfang mit einer gewissen Leidenschaft und zu einer Herzensangelegenheit gemacht, weil das auch noch aus meinem vierten Leben als Gewerkschaftler, das sind die Arbeitsbedingungen von den europäischen Transportunternehmen und hauptsächlich von ihren Chauffeuren. Wir haben eine bestehende Gesetzgebung gehabt, die war nicht perfekt, aber die war aber trotzdem allgemein unerkannt. Was eigentlich gefehlt hat, das sind Kontrollen. Die sieht all der einfach dabei sind Autobahnen Lasers, die sieht Chauffeuren aus den östlichen Ländern nicht nehmen, das nicht nur Rumänien, Bulgarien, Polen, Ungarn, das auch aus Spanien zum Beispiel, die fuhren zum Teil über die Limiten, die festgesetzt sind. Die Limiten, die geben eine gewisse Flexibilität. Das haben wir ja schon damals mal ausgehandelt. Aber das geht ihnen nicht weit genug. Da wird Fraude gemacht, da wird carrément mit Bedingungen geschafft, was einerseits unmenschlich ist, wenn ihr gesagt wie die an den Kabinen zu Hause, respektive auf den Erdrepot, auf den Raststätten, dann ist das nicht mehr menschlich. Andererseits ist es natürlich auch gefährlich für die Straßensicherheit. Das heißt, wer mehr fährt, wer mehr kurz Pausen hat, wird das dann eine Beeinträchtigung von der Straßenverkehrssicherheit ist. Andererseits ist es aber auch eine unfaire Konkurrenz par rapport zu den einheimischen Betrieben, die vielleicht mit klein sind, die vielleicht nur 20, 25 Kamionen haben, an par rapport zu den großen Unternehmen aus dem Osten, die da paar hundert haben, ja sogar 1000 Kamionen, als keine Rarität. Das heißt, dass von den Standpunkten aus habe ich mich versichert zu wehren. Ich war Rapporteur vom Beschäftigungsausschuss. Wir haben da einen ganz guten Rapport gemacht, wo wir auch eine ganz breite Zustimmung von tun. Den Transportausschuss, wo ich zwar Member bin, gegen mein Willen, gegen mein Wort, ist aber da mehr eine große Flexibilisierung, mehr eine große Deregulierung. Das heißt, mehr schlechte Konditionen für die Chauffeur, mehr schlechte Konditionen für die Straßenverkehrssicherheit, dass da arretiert gehen. Ich habe mir gehofft, wir gingen ein Equilibre finden zwischen Emploi und Transport. Das ist nicht der Fall. Und dafür ist es doch falsch, von einem Kompromiss zu schwätzen. Es gibt teilweise von einem Kompromiss geschwätzt. Der Kompromiss, den ich gefunden habe, ist das Flexibilisierung und Ultraflexibilisierung. Und das ist für mich kein Kompromiss, wenn wie gesagt, Sozialbedingungen von den Chauffeuren komplett negligiert, komplett außer verliert. Wir haben auch Möglichkeiten zu intervenieren. Den Transportausschuss hat zwar ein Mandat für zu verhandeln. Am Conseil, wie gesagt, läuft derselbe Exerzice. Da hat auch eine Allianz von Memberstaaten sich gefunden, hat sich gebildet, für wie gesagt, auch da das Sozial- und Straßenverkehrssicherheit an die unfaire Konkurrenz für die zu verteidigen. Zusammen mit den Memberstaaten probieren wir das Ganze nach Recht zu bringen. Das ist ganz oft mit Enttäuschung verbunden, wenn ich spürt, dass den dann wochenlang auf etwas geschafft hat und dass den aber zum Teil geht mit Liegen operiert, das geht zum Teil mit falschen Zahlen, mit Statistiken operiert, für ein bestimmtes Wirtschaftsmodell nach just zu erhalten, das auszubeuten wird, bis auf die letzten Bedingungen, bis auf die letzten Strukturen nach abgestaltet für Steuern zu spuren, für die Sozialbedingungen von den Chauffeuren, für das Sozialversicherungssystem zu unterminieren und so weiter. Das kann es nicht sein, so verstehe ich Europa nicht. Und dafür werde ich auch weiter mich einsetzen, für dass das dort besser geht. Wenn ihr dann noch dabei rechnet, was das von CO2-Emissionen bedeutet, wenn ihr seht, dass der ganze Kopfverkehr nicht misst, dass ihr da eine Reduktion könnt, durchaus aufhören. An wat nach e Punkt ass fir och vun der Stroos nach en Deel op Schien ze verläre, wat absolut notwendig ass. Och do sinn die Memberstaaten net bereet dat ze machen. An dofir werde ich mich weiter aussetzen, fir dat wie gesot vun Hai aus trotzdem nach Appes kann do riecht gebet gin. Den Dossier wie gesot werde ich die nächsten Wochen am Main nach weiter beschäftigen, wie auch andere Sachen. Dat war das Kehr Hai vu Straßburg vun der Plenarsession. Vielmals merci fir d Nokucken.